Denn wie Markus ebenfalls sagte, wird unser Verständnis von Christus sich darauf auswirken, welche Art von Jüngern wir sein werden. Einige andere behaupten, dass Jesus 70 nach Christus bei der Zerstörung des Tempels schon zum zweiten Mal gekommen sei. Und schließlich gibt es auch noch einige, die glauben, dass sich Jesus schlicht geirrt hat. Aber wenn wir unseren Text etwas genauer anschauen, dann merken wir schnell, dass es noch eine vierte Option gibt. Nämlich, gerade in diesen Tagen fahren viele in den Urlaub und egal ob Campingplatz, Hotel oder ein Ferienhaus, meistens wird bei der Buchung eine Anzahlung gefordert. Warum? Ganz einfach, weil die Gastgeber ein finanzielles Risiko vermeiden möchten und sicherstellen wollen, dass die Gäste auch wirklich auftauchen. Denn wenn nur reserviert wird, aber niemand kommt, dann bedeutet das ja einen Verlust. Letzten Donnerstag sprach Markus Steiger hier in der Gebetsstunde ebenfalls über ein großes Risiko, nämlich das Risiko der Nachfolge. Und er hat gesagt, Jesus fordert viel von denen, die ihm nachfolgen wollen. Und das kann man laut sagen. Jesus verlangt von seinen Nachfolgern, sich selbst zu verleugnen und ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Aber im Gegenzug verspricht Jesus, dass er sich ihrer nicht schämen wird, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt. Nun, das klingt auch nach einem Risiko. Ein Risiko, das deutlich höher ist als die Vermietung eines Ferienhauses. Wie wird denn diese Herrlichkeit sein? Ist diese Herrlichkeit den Preis der Nachfolge wirklich wert? Gibt es auch eine Anzahlung, die garantiert, dass Jesus sein Versprechen einlösen wird? Diese Fragen sind wichtig, denn wie Markus ebenfalls sagte, wird unser Verständnis von Christus sich darauf auswirken, welche Art von Jüngern wir sein werden. Und aus diesem Grund betrachten wir heute Abend einen himmlischen Vorgeschmack, damit du mit Sicherheit weißt, dass sich Nachfolge trotz Schwierigkeiten lohnt. Ein himmlischer Vorgeschmack, so habe ich den Text aus Markus 9, 1 bis 13 überschrieben. Und wir lesen gemeinsam Markus 9, 1 bis 13. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus hebt an und spricht zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete. Und eine Stimme erging aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesus allein bei sich. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, außer wenn der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden wäre. Und sie hielten das Wort fest, indem sie sich miteinander besprachen, was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia zwar kommt zuerst und stellt alle Dinge wieder her, doch wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und für nichts geachtet werden soll? Aber ich sage euch, dass Elia auch gekommen ist, und sie haben ihm getan, was irgend sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Wir werden uns dieses Ereignis in 3 Punkten anschauen, wobei wir das Hauptaugenmerk auf den 2. Punkt legen. Wir haben zuerst Vers 1 das Versprechen, 2. die Verwandlung und 3. in Vers 9 bis 13 das Verbot.
Alles zusammen sehen wir einen himmlischen Vorgeschmack, damit du mit Sicherheit weißt, dass die Nachfolge sich trotz Schwierigkeiten lohnt. In Markus 9, Vers 1 gibt Jesus ein Versprechen, das eigentlich noch zur Rede von Kapitel 8 gehört. Wie bereits erwähnt, beendete dort Jesus seine Forderungen mit dem Hinweis auf sein Kommen in der Herrlichkeit des Vaters. Das Versprechen in 9 Vers 1 lautet: Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Was hat das zu bedeuten? Jesus sagt hier, dass einige seiner Zuhörer nicht sterben werden, bevor sie dieses Kommen in der Herrlichkeit des Vaters erlebt haben. Und bekanntlich sind alle 12 Jünger im 1. Jahrhundert noch gestorben. Und darum gibt es einige Ausleger, die sind zum Schluss gekommen, dass sich Jesus hier auf seine Auferstehung bezieht. Einige andere behaupten, dass Jesus 70 nach Christus bei der Zerstörung des Tempels schon zum 2. Mal gekommen sei. Und schließlich gibt es auch noch einige, die glauben, dass sich Jesus schlicht geirrt hat. Aber wenn wir unseren Text etwas genauer anschauen, dann merken wir schnell, dass es noch eine 4. Option gibt, nämlich die Verwandlung. In Vers 2 lesen wir nämlich: Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt, und seine Kleider wurden glänzend sehr weiß. Wir sind jetzt schon eine Weile im Markus-Evangelium unterwegs, und dabei haben wir festgestellt, dass Markus einen ziemlich schnellen Erzählstil hat, oder? Wenn es darum geht, zeitliche Abfolgen zu beschreiben, dann braucht er häufig das Wort sogleich oder je nach Übersetzung alsbald. Allein in Kapitel 1 gebraucht er dieses Wort 11 Mal. Sogleich, sogleich, sogleich. Wenn Markus also hier in Vers 2 ausdrücklich schreibt, nach 6 Tagen, dann baut er damit eine Brücke zu dem, was vorher geschehen ist. Zudem lesen wir ja, wen Jesus auf diesen hohen Berg, wahrscheinlich einen Gipfel des Hermongebirges, mitgenommen hat. Waren da alle Jünger dabei? Nein, es waren nur einige. Und was erlebten sie dort? Johannes beschreibt es später in Johannes 1, Vers 14, folgendermaßen. Johannes 1, Vers 14. Da schreibt Johannes über genau dieses Ereignis: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also die Verwandlung ist nichts anderes als die Erfüllung dieses Versprechens, das wir gerade im Vers 1 gelesen haben. Übrigens sind exakte Zeitangaben immer ein Hinweis darauf, dass etwas wörtlich zu verstehen ist und nicht einfach symbolisch. Und auch Matthäus, er berichtet von diesen 6 Tagen. Lukas dagegen schreibt in Lukas 9, Vers 28 von etwa 8 Tagen. Und das ist natürlich für die Bibelkritiker schon wieder ein Anlass, einen Fehler in der Bibel zu finden, oder? Dabei müsste auch einem Kind klar sein, dass wenn ich sage, genau 6 Tage und etwa 8 Tage, dass das kein Widerspruch ist. Aber vielmehr, in unserem Fall kommt noch dazu, dass Lukas ziemlich sicher einfach den Tag der Ankündigung und den Tag, wo sich das Ereignete mitzählt. Und dann sind dazwischen genau wieder die 6 Tage. Da werden wir später noch einmal darauf zurückkommen. Betrachten wir jetzt diese Verwandlung etwas genauer. Im Griechischen steht hier für dieses Wort Verwandlung das Wort, von dem unser Fremdwort Metamorphose kommt. Und vielleicht wisst ihr das noch aus dem Biologieunterricht. Metamorphose, das ist der Prozess, bei dem zum Beispiel eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Und Warren Wiersbe, er erklärt das Wort so: Es ist eine Veränderung im Äußeren, die von innen kommt. Es ist das Gegenteil von Verkleidung, die eine Veränderung im Äußeren meint, die nicht von innen kommt.
Lesen wir im Vers 3, wie die Verwandlung aussah. Wieder zurück, Markus 9, Vers 3. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Beachten wir, dass Jesus nicht neue Kleider anzog, sondern diejenigen, die er trug, die wurden weiß, sie begannen weiß zu leuchten. Es war kein normales Weiß, sondern Markus merkt an, dass sie so weiß waren, wie das kein Walker machen kann. Was ist jetzt wieder ein Walker? Ein Walker, das ist jemand, der in einem großen Bottich Kleider trat und da hat man Substanzen dazugegeben, um zum Beispiel von der Wolle das Fett und den ganzen Schmutz zu lösen und es zu einem glänzenden Weiß zu bringen. Aber was wir hier sehen, das hat nichts damit zu tun, was ein Walker machen könnte. Es ist ein übernatürlicher Vorgang, bei dem Jesu göttliche Herrlichkeit plötzlich von innen heraus alles durchdringt. Aber damit immer noch nicht genug. Lesen wir Vers 4. Dort heißt es, und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Auch hier müssen wir genau auf die Formulierungen achten. Erstens lesen wir, dass Elia und Mose erschienen. Also das, was wir hier lesen, das war keine Vision, das war kein Traum, sondern es ist genauso echt passiert. Und zweitens lesen wir, dass sie ihnen erschienen. Und Gott hat sich ja in der Vergangenheit immer wieder auf hohen Bergen offenbart. Denken wir gerade an die beiden Protagonisten hier, oder vielleicht eher die Nebenrolle, wenn ich es genau überlege. Mose und Elia. In 2. Mose 24, die Verse 15 bis 16, finden wir nämlich eine spannende Parallele. Mose wird dort von Gott auf den Berg Sinai gerufen und nach 6 Tagen, also am 7. Tag, genauso wie das Lukas auch berechnet oder in seiner Berechnung darlegt, erscheint ihm Gott dort auf dem Berg und offenbart sich ihm. Aber wer ist in unserem Vers das Ziel der Offenbarung? Das ist nicht Jesus, das sind die Jünger. Und nun erschienen ihnen Elia und Mose, nachdem Jesus sie auf diesen Berg geführt hatte. Und die Jünger erhielten dort einen himmlischen Vorgeschmack, damit sie mit Sicherheit wissen, dass sich Nachfolge trotz Schwierigkeiten lohnt. Aber was haben jetzt Elia und Mose mit dieser Sache zu tun? Warum tauchen ausgerechnet die beiden auf? Hätte es für dieses sichere Wissen nicht einfach gereicht, wenn Jesus verklärt worden wäre? Nun, sowohl Elia als auch Mose haben diese Welt unter außergewöhnlichen Umständen verlassen. Elia wurde bekanntlich von einem feurigen Wagen entrückt, 2. Könige 2, Vers 11, und Mose wurde von Gott selbst im Land Moab begraben, 5. Mose 34, 5 bis 6. Und worüber haben jetzt die da miteinander gesprochen? In Lukas 9, Vers 31 können wir das nachlesen. Lukas 9, 31. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also die beiden Männer, die selbst die Welt unter besonderen Umständen verlassen haben, sprachen jetzt mit Jesus über sein baldiges Verlassen der Welt. Elia steht zudem stellvertretend für die Propheten, für alle Propheten des Alten Testamentes. Und was haben die gemacht? Die haben ja alle zusammen auf Jesus hingewiesen. Und der Name Mose war unter den Juden zum Synonym für das Gesetz geworden. Also dass diese beiden Männer erschienen, diente dazu klarzumachen, wer Jesus wirklich war. Und habt ihr gemerkt, dass Markus nichts über das Aussehen von Elia und Mose schreibt? Es ist Jesus, der leuchtend weiß strahlt. Er ist die herausragende Persönlichkeit in diesem Moment. Und könnt ihr euch daran erinnern, dass auch Mose einst strahlte, als er auf dem Berg Sinai war und dann herunterkam zum Volk? Schaut einmal 2. Mose 34 an, wo Gott Mose ebenfalls auf den Berg bestellte und ihm seine Heiligkeit zeigte.
2. Mose 34, Vers 29. Und es geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg, und die 2 Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm, also mit Gott, geredet hatte. Und es war sicher auch ein besonderer Moment. Aber beachten wir den großen Unterschied. Mose reflektierte etwas von der Herrlichkeit Gottes, das er gesehen hatte. Aber Jesus strahlt hier seine eigene Herrlichkeit aus, seine eigene göttliche Herrlichkeit. Und Petrus verkannte die Situation in dem Moment völlig, als er zurück in Markus 9, Vers 5 ausrief: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Fast schon entschuldigend schreibt Markus dazu im Vers 6, denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Und wir sehen hier bei Petrus einerseits diesen urmenschlichen Traum nach einem Leben im Himmel, ein Leben ohne Probleme. Mit anderen Worten sagt Petrus doch, hier wollen wir bleiben, den Himmel auf Erden haben. Zweifellos dachte er, jetzt ist der Moment, wo das Reich anbricht. Was Jesus zuvor über sein bevorstehendes Leiden gesagt hatte, das hat er offensichtlich schon wieder komplett vergessen. Aber, wie Frank Hall schreibt, noch schwerwiegender als dieser Irrtum war der Gedanke, dass Jesus nur der Erste unter den größten Menschen wäre. Er ist nicht der Erste unter den Großen. Er ist der geliebte Sohn des Vaters, vollkommen einzigartig, unermesslich erhaben über jeden Vergleich. Kein anderer darf im gleichen Atemzug mit ihm genannt werden. Er steht allein. Und genau deshalb lesen wir in Markus 9 die Verse 7 bis 8. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme erging aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesus allein bei sich. Gott, der Vater, ergreift hier sofort sicht- und hörbar ein. Zuerst ist da diese überschattende Wolke. Das war nicht so ein Wölkchen, das da die Sonne ein bisschen verdeckte, sondern das war eine Wolke der Herrlichkeit Gottes, die alles andere verschluckte. Es war diese Art von Wolke, wie wir sie aus 1. Könige 8, die Verse 10 bis 11 kennen. 1. Könige 8, die Verse 10 bis 11. Dort heißt es nämlich: Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht dastehen, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und darum schreibt auch Lukas in Lukas 9, Vers 34, dass sie von der Wolke umhüllt waren. Also die ganze Wolke, die hat sie komplett eingenommen. Und als zweites kommt da diese Stimme aus der Wolke. Gott, der Vater, stellt klar, dieser ist mein geliebter Sohn. Damit hebt er Jesus auf eine ganz andere Ebene als Elia oder Mose, wie das später auch der Hebräerbrief aufzeigt. Gleichzeitig verbindet Gott mit dieser Aussage einen Befehl: ihn hört. Und das ist gleichbedeutend mit: diesem sollt ihr gehorchen. Und was hatte Mose 1400 Jahre früher im Auftrag Gottes niedergeschrieben? Schlag mit mir zusammen 5. Mose 18, Vers 15 auf. 5. Mose 18, Vers 15. Ein bisschen viel hier und her springen, aber das hält fit. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Verstehen wir jetzt, was die Anwesenheit von Elia und Mose bedeutet? Jesus ist der 2. Mose, auf den das Volk seit fast 1500 Jahren wartete. In Jesus fanden Gesetz und Propheten ihre Erfüllung. Das Gesetz und die Propheten sind nicht mehr nötig.
Jesus ist der Einzige, der Bestand hat. Er ist der Einzige, in dessen Angesicht Gottes Herrlichkeit zu finden ist. 2. Korinther 4, Vers 6. Und die Verwandlung, die die Jünger auf diesem Berg erlebten, war ein himmlischer Vorgeschmack, damit du mit Sicherheit weißt, dass sich Nachfolge trotz Schwierigkeiten lohnt. Jesus selbst wusste, welche Sprengkraft dieses Erlebnis haben konnte. Da er den Plan des Vaters verstanden hatte und wusste, dass Herrlichkeit immer durch Leiden erlangt wird, folgt nun als dritter und letzter Punkt das Verbot. Lesen wir dazu Vers 9. Markus 9, Vers 9. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, außer wenn der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden wäre. Wie wir das bereits schon in Kapitel 8 gesehen haben und auch in den folgenden Versen noch sehen werden, hatten die Jünger und die Juden allgemein Schwierigkeiten damit, sich einen leidenden Messias vorzustellen. Und es bestand die Gefahr, dass sie Jesus einfach als einen politischen Messias annehmen würden. Aber ohne das Leiden des Messias wäre das Problem der Sünde und der Schuld nicht gelöst worden. Und darum verbot Jesus seinen Jüngern ein weiteres Mal vom Erlebten zu berichten. Die 3 Jünger gehorchten, besprachen aber ihre Verwirrung untereinander. Verse 10 bis 11. Und sie hielten das Wort fest, indem sie sich miteinander besprachen. Was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Natürlich glaubten die Juden, abgesehen von der Sekte der Sadduzäer, an eine kollektive Totenauferstehung am letzten Tag. Das sehen wir zum Beispiel bei Martha in Johannes 11, Vers 24. Doch was hatte das zu bedeuten, dass Jesus als Einzelperson aus den Toten auferweckt würde? Und überhaupt, wie konnte der Messias sterben, wenn doch zuvor Elia kommt und alles wiederherstellt, wie das Maleachi in Maleachi 3, Vers 23 bis 24 prophezeit hat? Mit seiner Antwort schafft Jesus noch einmal Sicherheit, dass sich Nachfolge trotz Schwierigkeiten lohnt. Ich lese die Verse 12 bis 13 nach der Hoffnung für alle. Jesus antwortete ihnen, Sie haben recht. Zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Und doch heißt es in der Heiligen Schrift über den Menschensohn, dass er viel leiden muss und von allen verachtet wird. Das eine will ich euch sagen. Elia ist bereits gekommen. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genau das steht schon in der Schrift. Die Schrift irrt sich nicht und ist zuverlässig. Das Problem sind wir Leser, die oft Mühe haben, die verschiedenen Aussagen zusammen unter einen Hut zu bringen. Jesus sagt hier, dass Elia bereits gekommen ist, dass man mit ihm aber gemacht hat, was man wollte. Und dank Matthäus wissen wir, wer gemeint ist. In Matthäus 17, Vers 13 lesen wir nämlich, Matthäus 17, Vers 13, da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen sprach. Und das sollte uns nicht erstaunen, denn in Lukas 1, 17a prophezeit ja der Engel über Johannes und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren. Also die Schrift hat das schon so vorausgesagt. Auch sonst sind die Ähnlichkeiten zwischen Elia und dem Täufer ziemlich offensichtlich. Sie trugen die gleiche Kleidung, sie aßen das Gleiche, sie lebten beide in der Wüste und beide trauten sich im Auftrag Gottes, ein Königsehepaar mit ihrer Sünde zu konfrontieren, was dann auch dazu führte, dass dieses mit ihnen gemacht hat, was es wollte. Und es ist fast wie wenn Jesus hier sagen würde, warum lest ihr immer nur das, was euch in den Kram passt? In der Schrift steht doch ausdrücklich, und da bezieht sich Jesus ganz sicher auf Jesaja 53, dass der kommende Messias leiden muss. Und das wird sich erfüllen, genauso wie sich in Johannes bereits ein Teil der Prophezeiung über Elia erfüllt hatte. Und Jesus gab seinen Jüngern einen himmlischen Vorgeschmack, damit du mit Sicherheit weißt, dass sich Nachfolge trotz Schwierigkeiten lohnt.
Und er wird eines Tages in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Genauso wie er es verheißen hat. Und es war dieser himmlische Vorgeschmack, der Petrus in 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 18, dazu veranlasste, Gläubigen in Schwierigkeiten mit folgenden Worten zum Durchhalten zu motivieren. 2. Petrus 1, 16 bis 18. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern als solche, die Augenzeugen seiner herrlichen Größe geworden sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dieser himmlische Vorgeschmack sollte dich dazu motivieren, dein Leben ganz für ihn zu leben. Denn wie Markus Steiger gesagt hat, das Verständnis, das wir von Christus haben, wirkt sich darauf aus, welche Art von Jünger wir sind. Und mit Sicherheit werden wir als Jünger, genau wie Petrus, ja sogar wie Mose, in der Nachfolge immer wieder stolpern. Doch, und mit dieser Feststellung von Mike Wingert möchte ich schließen, wo befand sich Mose, als er sich mit dem Herrn auf dem Berg aufhielt, in der Verklärung? Im heiligen Land, im verheißenen Land, in das er wegen seines Ungehorsams nicht hatte einziehen dürfen. Nachfolge lohnt sich auch in Schwierigkeiten, weil unser Herr Jesus alles zu Ende bringt und ihm alle Herrlichkeit gehört.